Ach, das ist schon komisch. Ich schreibe den Brief, obwohl ich weiss, dass ihr ihn nie werdet lesen. Und doch hoffe ich, dass die Nachricht bei euch ankommt. Es ist jetzt mehr als 2 Jahre her, seitdem die letzte von euch 4 von uns gegangen ist. Und noch immer fühle ich mich so sehr mit euch verbunden. Es ist kein Zufall, dass ich euch den Brief aus einem Land schreibe, wo uns alle miteinander verbindet. Österreich im November. Das hat inzwischen fast schon Tradition. Es erinnert mich an meine Wurzeln, an euren Geburts- oder Rückzugsort. Irgendwie ist es auch mein Rückzugsort geworden. Zum Reflektieren, nochmal runterfahren, zurück und vorne schauen vor den Festtagen. Da zu Wien ist gleichzeitig alles grösser und trotzdem ein bisschen entspannter wie daheim. Bitte seien Sie achtsam. Andere brauchen Ihren Sitzplatz vielleicht notwendiger. Ich fühle mich da euch immer sehr nahe. Dabei hat es eigentlich recht unschön angefangen mit mir und Wien. Ich bin das erste Mal in die Stadt gekommen, nachdem eine Beziehung in Brüche gegangen ist, um einfach mal rauszukommen. Das erste Mal allein an einem ganz fremden Ort. Zurückgekommen bin ich seither schon 4 Mal. Mal frisch verliebt, mal in einer Zeit, wo irgendwie alles auf dem Kopf gestanden ist. Gut da hat es aber immer. Und darum bin ich auch dieses Jahr wieder da. Und dieses Jahr ist es besonders speziell. Aber das erzähle ich euch sonst mal bei einem Psychli. Und bringe gerade noch ein paar frische Blumen mit. Grossi, es tut mir immer noch leid, dass ich dir kurz vor deinem Abschied die eine Sache nicht mehr erzählt habe. Ich habe damals gemeint, es falle dir leichter zu gehen, wenn ich dir das erspare. Dabei hätte ich wissen müssen, dass du die Wahrheit mehr geschätzt hättest als einfach eine schöne Illusion. Du und ich sind uns nämlich immer sehr nahe gewesen. Ganz besonders in den letzten Jahren. Uns hat verbunden, dass wir gerne mal mehr fühlen, als es uns manchmal lieb wäre. Du weisst, das ist nicht nur immer einfach. Aber ich habe die Seite an mir extrem gerne bekommen. Und das hat auch dazu geführt, dass jemand ganz Spezielles genauso hat können für mich empfinden. Du hättest sie mega gern. Ich habe ihr schon ganz viel von dir und von euch anderen erzählt. Von deiner besseren Hälfte. Einer von den wenigen, der Weihnachtsbäume vermutlich noch mehr geliebt hat als ich. Von dir, meinem anderen Grosspapi. Die Wärme, die wir in deiner Nähe gespürt haben, ist jedes Mal von dir ausgekommen. Und nicht von einer von deinen Suppen, die du gefühlt bei jedem Besuch aufgetischt hast. Und Grossmami, es war einfach schön damals mit dir im Stübli. Wie du gestrahlt hast, wenn wir dir einen Döner vorbeigebracht oder zusammen Bares für Rares geschaut haben. Der Brief an euch soll übrigens kein Abschied sein. Ich werde mit euch immer mal wieder das Gespräch suchen. Aber vielleicht könnt ihr den Brief weitergeben. Ich weiss zwar nicht, wo ihr genau seid, ob es einen Himmel oder irgendetwas Vergleichbares gibt. Aber ich weiss, ihr seid weiterhin um. Und um euch herum ganz viele andere. Würdet ihr mir darum bitte einen Gefallen machen? Es gibt neben mir noch ganz viele Leute, die ihren Liebsten das eine oder andere sagen wollen. Bitte leitet doch die folgenden Nachrichten weiter. Ich liebe euch und wir sehen uns irgendwann auch wieder. Lieber Grossdaddy, gerade in der Weihnachtszeit denke ich besonders oft an dich. Wie das es wäre, wenn du noch bei uns wärst. Ich kann mich noch erinnern, wie ich damals hochschwanger bei dir am Bett gehockt bin und noch das letzte Mal durfte deine Hand heben. Und die Bewegungen in meinem Bauch, als hätte das Baby Kontakt zu dir aufnehmen. Grossdaddy, du hattest so Freude an deiner Urenkelin. Leider hast du es nicht mehr geschafft, bis zu ihrer Geburt durchzuheben. Ich weiss aber, dass du sie wahnsinnig gerne gehabt hättest. Wir erzählen ihr ganz oft von dir und sind uns sicher, dass eines von diesen vielen Sternchen am Himmel nur für uns leuchtet. Nicht nur an Weihnachten. Hoi Mami, am liebsten würde ich dir so viel erzählen, alles über deine Enkel. Aber so viel Zeit haben wir nicht. Aber ich will, dass du weißt, dass ich deinen Enkel so viel über dich erzähle, was du für ein toller Mensch bist. Ich vermisse dich unglaublich fest und ich habe dich ganz fest lieb.
Und ich weiss, dass du unser Schutzengel bist und auf uns herabschaust. Hey Grosspapi, es ist schon viel zu lange her, seit wir das letzte Mal geredet haben. 2009. Und es vergeht keine Woche, wo ich nicht mindestens einmal an dich denke. Ich hätte so viele Sachen, um dir zu sagen. Ich würde dir so gerne meinen kleinen Sohn vorstellen, meinen Mann, zeigen, wie ich heute lebe. Aber irgendwie, ja, ist es irgendwie nicht machbar. Und das tut manchmal schon mega weh. Ich habe realisiert, was du alles für mich aufgegeben hast, wie oft du einstecken musst, nur dass es mir gut geht und wie fest du geschaut hast, dass ich einen guten Weg gehen kann. Und ich bin dir so unendlich dankbar. Es ist nicht selbstverständlich, was du alles für mich gemacht hast. Und ich wünschte, ich könnte dich wenigstens noch einmal sehen und dich einfach so richtig fest in den Arm nehmen und dir einfach Danke sagen. Weil ohne dich wäre ich gar nicht da, wo ich jetzt bin. Und ich denke mega oft an dich. Und ja, es wäre schön, wenn du da wärst. Du fehlst. Aber ich bin sicher, dass wir uns irgendwo wieder begegnen. Und ich dir dann das vielleicht mal persönlich alles noch sagen kann. Bis dahin. Bleibt bei dieser Nachricht. Und ich habe dich so fest gern. Und ja, wir sehen uns irgendwann irgendwo.